Hinter mir ist das älteste Gebäude, das es hier in Brisbane gibt. Das ist die alte Windmühle, die 1828 ist gebaut worden. Scheinbar haben dann Convicts, die es hier gegeben, sowohl mit der Windmühle wie auch mit einer von Fuss betriebenen Mühle Korn gemahlen. Das sieht dann so aus, wenn wir dran schauen. Und ist eine Windmühle eben. Die Windmühle ist auch am Eingang zu der Roma Street Parkland, so eine grössere Parkanlage ist, die hier mitten im Zentrum ist. Die noch schön ist. Und schau, bin ich hier kein Touristenführer. Ich würde nämlich nur Seich erzählen. Aber jetzt gehen wir doch in die Roma Street Parkland rein, die hier richtig anfangen. Dort soll es irgendeinen Tropengarten haben und der ist jetzt mein nächstes Ziel. Ich bin nicht so. Jetzt mitten in diesem Park. Hinter mir hat es so einen künstlichen Wasserfall. Generell ist heute recht schönes Wetter. Das heisst, ich habe jetzt bis jetzt 4 Tage Regentage in der Ferien. Selbstverständlich haben hier die Büsche Formen von Kängurus. Es hat sogar mehrere. Die aus wie Schneckengebüsche hier. Mit Augen und einem Maul und alles. Wie in jedem anständigen Tropenklima hat es hier auch Palmen von diversen Grössen. Auch Orchideenliebhaber kommen hier auf ihre Kosten. Es hat hier Orchideen, das ist nicht mehr normal. Ganz extrem viel davon. Nächstes finden wir heraus, was das eine japanische Wasserharfe ist. Was es auch immer ist, die japanische Wasserharfe, sie ist, glaube ich, leider kaputt. Tja. Und hier habe ich jetzt einen Ibis gefunden. Ibis, das war der RBA-Vogel früher. Wo ist er? Er geht ab. Da ist er. Der gilt hier als absoluter Drecksvogel. So wie bei uns die Tauben fluchen sie hier über ihn. Hier haben wir auch noch ein anderes, absolut australisches Phänomen, nämlich eine öffentliche Grillstation. Das sieht so aus. Da kann man auf der anderen Seite, in diesem Fall sogar gratis, einfach einen Knopf drücken. Dann wird die Platte hier heiß und man kann grillen. Manchmal kommt es, nebendran hat es auch Tische, die man dann brauchen kann, um sein Grill zu essen. Manchmal kommt es so vor, dass man für die irgendwie $1 zahlt, dass sie heizen. Hier ist es sogar gratis. Das ist jetzt ein sogenannter Bottle Tree. Der heisst auch so, weil er unten nachher aussieht wie eine Flasche. Ich weiss gar nicht, ob man ihn gut sieht. Vielleicht gehe ich da ein bisschen näher. Das ist wirklich sein Stamm, der hier die Form hat von einer grossen Flasche und dann kommen oben nachher Blätter. Eine schöne Aussichtsplattform hat es hier auch, wo man so ein bisschen über Teile vom Park sieht und dann rüber bis ins Zentrum eigentlich mit den ganzen Hochhäusern. Lustige Sache. Mittlerweile sind wir so weit, dass ich den Touristen erklären, was durchgeht und was das man anschauen muss. Schön. Ich habe meine erste richtig dunkle Kaffeeröstung gefunden. Endlich ein anständiger Kaffee. Yay. Ein grosses Ding, das nach Gala aussieht. Und ich gehe jetzt ins Valley Frust shoppen, weil ich nämlich versucht habe, eine Tour zu finden, die an Lake Erie geht. Aber in allen 5 Backpacker-Travel-Dingern, die ich war, haben sie entweder gar nichts von solchen Tours gehört oder haben schlicht keiner. Ich bin jetzt im chinesisch aussehenden Teil von Brisbane, im Valley. Der erste Kleiderladen, den ich gefunden habe, der Retro-Kleider hat, hat leider genau heute zu. Also muss ich versuchen, später diese Woche nochmal dort vorbeizuschauen. Das ist nicht schön. 10 Minuten Coiffeur und schon bin ich 10 Jahre jünger. So, und hier kann man selber kochen. Super Sache.